Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Heute Teil 2 meiner Kaderanalyse des FC Bayern in der Saison 2026/27. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und solltet ihr irgendwie planen, euch ein paar Fanartikel, das neue Trikot, das Heimtrikot, Auswärtstrikot, whatever im FC Bayern Fanshop zu gönnen, dann nutzt gerne den Link, den ersten Link in der Videobeschreibung oder den Link aus dem angepinnten Kommentar. Für euch ändert sich nichts. Ich bekomme eine kleine Provision dafür, wenn ihr über diesen Link im Online-Shop was kauft, anstatt es ohne diesen Link zu tun. Und in diesem Sinne gehen wir rein. Teil 2. Torwart und Abwehr sind wir durch. Wir haben gesehen, wir sind ein Monster. Auf allen Positionen doppelt besetzt mit einem sehr, sehr guten Konkurrenzkampf. Und da wir die Chose mit Conny Leimer beendet haben, als Rechtsverteidiger fangen wir das Mittelfeld auch mit dem Conny Leimer an. Ja. Conny Leimer für mich, ich habe es schon letzte Saison gesagt, ich habe das Jahr davor gesagt, für mich als Rechtsverteidiger wirklich verschwendet, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wo ein Conny Leimer herkommt, welche Art Fußball ein Conny Leimer spielt. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit ihr einen Conny Leimer auf dem Schirm hattet bei Leipzig. Conny Leimer war ein Monster, Alter. Ja, ein Balljäger in der Zentrale, der seinesgleichen sucht. Aber gleichzeitig auch ein Spieler, der einen sehr, sehr guten Pass in die Tiefe hat, einen sehr, sehr guten Abschluss aus der Distanz. Und ich weiß nicht, ich weiß natürlich schon, warum Conny Leimer nie die Chance bekommen hat, weil Leon Goretzka und Joshua Kimmich halt die beiden unangetasteten Spieler in dieser Mannschaft seit Jahrzehnten sind. Einer ist weg, einer ist noch da. Und bevor wir gleich zu Kimmich kommen, hoffe ich einfach, dass Conny Leimer seine Chance bekommt. Ja. Du hast mit dem Pavlo, du hast mit dem Tom junge Spieler da, die unterschiedlich sind. Aber ein Conny Leimer mit seiner Art und Weise ist eigentlich für dieses Kompany-System prädestiniert. Ich habe es nie verstanden, warum ein Conny Leimer unter Kompany nicht die Chance bekommen hat, sich da zu zeigen. Bis heute nicht. Ich habe es nie verstanden. Vor allem in der ersten Saison. Wir haben in der ersten Saison viel, viel wilder und viel, viel extremer Pressing gespielt, als wie dann jetzt in der letzten Saison. In der letzten Saison hatten wir so ein bisschen mehr diese Balance und nicht mehr so dieses Wilde da draufstürmen, wie wir es in der ersten Saison unter Kompany hatten. Ne? Also ich glaube, in der ersten Saison unter Kompany wären wir noch erfolgreicher gewesen, wenn Conny Leimer diese Position gehabt hätte, ne? Weil er dafür prädestiniert war. Und ist, meiner Meinung nach, mit seiner Art Fußball zu spielen. Deswegen hoffe ich für Conny Leimer, weil nochmal die Rechtsverteidigerposition, wenn Stani seinen Stepper festigt, Stanisic ist einfach viel, viel stärker defensiv als ein Conny Leimer. Ja. Und den Einfluss, den Stani ins Spielaufbau hat, ich würde sagen, der ist gleichwertig mit dem Conny Leimer. Conny Leimer hat natürlich eine andere Art, ja, eine andere Art, die Mannschaft dann auch mitzureißen, gerade in gewissen Situationen. Aber ich glaube, dass er aus der Zentrale heraus nochmal viel, viel mehr Einfluss hätte, ja, dies halt auf den Platz zu bringen. Ja, gerade wenn wir wieder so schwierige Spiele haben, wo ein Kimmich wieder völlig abtaucht, nicht zu sehen ist, obwohl du da diesen Anführer bräuchtest, ja, dann stelle ich mir vor, Alter, schmeißen Conny Leimer da rein. Ja. Stell den Conny da in eine Zentrale, der da nochmal richtig, ja. Würde ich mir wünschen, also für mich, für die neue Saison, ich würde mir einfach wünschen, Conny Leimer in der Zentrale zu sehen. Ne? Also ich würde gerne mal einen Conny Leimer mit einem Tom Bischof sehen, Alter. Ich glaube, das wäre ein Pärchen, was richtig, richtig gut harmonieren könnte. Ja. Selbst ein Conny Leimer mit einem Joshua Kimmich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen auch. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also das ist für mich die einzige Position in unserem Kader, wo wir ein bisschen wackelig sind. Sage ich euch, wie es ist. Ja, also das ist die zentrale Position. Wir haben viele, viele Optionen, das sehen wir ja jetzt hier in diesem Video. Wir haben viele, viele Optionen, aber das ist die einzige Position, wo ich sage,
das könnte ein bisschen wackelig sein, ne? Ähm, Wir haben es gesehen, in der Innenverteidigung, Außenverteidigung sehe ich das nicht. Also, da ist für mich 'n No-Brainer. So, aber die zentrale Position, das wird interessant zu sehen sein. Und damit gehen wir mal hoch. Jamal Musiala nehme ich gleich im Angriff mit rein. Wir fangen mal mit Joshua Kimmich an. Ich weiß nicht, warum immer alle sagen: „Ja, ich bin Kimmich-Hater“ oder sowas. Das ist nämlich könnt gerne meine alten Videos mal angucken. Das ist völliger Schwachsinn. Ich mag 'n Kimmich zu 110%. Ich mag seine Art, Fußball zu spielen. Ich mag seine Art als Typ. Ich mag aber nicht dieses: „Ey, ich bin der Anführer. Ich stelle mich nach den Spielen im Interview hin. Ich erzähle dann und bin aufm Spiel im Spiel bin ich komplett abgetaucht, obwohl es 'ne schwierige Phase für diese Mannschaft war und ich der Kapitän bin und ich der Führungsspieler bin, ich der zentrale Mittelfeldspieler bin und ich tauche dann ab.“ Das das sind 2 Welten, die nicht zusammenpassen, ja? Also, entweder ändert man seinen eigenen Anspruch, ne? Muss man da in der Realität ankommen, ja? Aber ich meine, wer noch nicht mal zu mir einkaufen gehen kann, der lebt halt nicht in der Realität, ne? Grüße gehen raus. Ähm, oder man muss ihm den Denkzettel geben und ihn dann halt einfach auswechseln. So, ja? Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft dadurch geschwächt wird, ja? Ey, wir reden nicht darum, es spielen gegen den FC Heidenheim in der Bundesliga und, du ziehst 'n Kimmich mit durch, weil er grade keine gute Form hat. Ja, let's go, ne? Alles ist gut. So. Wenn ich mir dann aber Spiele gegen Paris anschaue, wo ein Joshua Kimmich maßlos überfordert ist, überrannt wird, wenn ich Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehe, wo er wie ein A-Jugendlicher da rumdümpelt, und er in beiden Szenarien der Kapitän dieser jeweiligen Mannschaft ist und gnadenlos abtaucht, nicht zu sehen ist, außer wenn es um irgendwelche Schiedsrichterdiskussionen geht, ja, sorry, Alter. Ja, dann ist das Maß voll. Ey, Joshua Kimmich kann ein sehr, 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 sehr guter Fußballer sein, ja, und 'n wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Das hat er letzte Saison am Anfang der Saison gezeigt, im Zusammenspiel mit 'm Pavlovic, der auch sehr stark war. Aber das war's. Das waren 2 gute Monate. Danach war es super viel Mittelmaß von Joshua Kimmich, ja? Super viel Mittelmaß. Und dann immer diese Prämisse: Kapitän, Anspruch, Führungsspieler und taucht ab, wenn's wirklich schwierig wird, ja? Spiel in Leverkusen, wo dann so 'n Upamecano als Führungsspieler viel, viel mehr herausgestochen ist und Verantwortung übernommen hat und 'n Kimmich gar nicht zu sehen war. Aber trotzdem ein Kimmich aufm Platz ist. So. Und das ja, das muss sich ändern. Punkt. Ja. Ey, Kimmich wird nicht mehr stärker werden. So. Kimmich wird nicht mehr schneller werden. It's over. Der ist keine 25, der ist was, 31, wird 32, was weiß ich, irgendwie so 'nen Dreh. Ähm, Ich weiß nicht, wie man diesen Spieler immer noch als Weltklasse feiern kann. Das ist er für mich schon lange nicht mehr. Das war er mal, ja, definitiv war ein Kimmich mal wirklich aufm Weg der Weltklasse. Aber Weltklasse ist für mich 'n Harry Kane. So, und das ist ein Joshua Kimmich nicht. Ja, sportlich nicht, vom Typ her nicht. Auch wenn er den Anspruch an sich hat, auch wenn viele andere Leute ihn so sehen. Haben wir oft genug geführt, die Diskussion. Weltklasse muss jeder für sich definieren, ist für mich ein Kimmich nicht. Und in vielen Spielen wäre es dann einfach mal sinnig, etwas zu changen, ja? Ähm, ein Kimmich ist defensiv er wird die Defensive nicht mehr lernen. Er ist zu langsam im Umschaltspiel in der heutigen Zeit. Er ist nicht pressingresistent. Er ist super einfach aus dem Spiel zu nehmen, ja? Selbst guckt euch so Spiele gegen Freiburg an und so, wo Gegner das perfekt tun, indem sie einfach 'n Spieler auf Kimmich stellen. Ähm, Er hat nicht die Qualität zu sagen: „Ey, ich nehme jetzt mal den Ball an, ich habe aber ein 2 Gegenspieler gegen mich und ich mache was mit meinem Körper und komme an den beiden Spielern vorbei, habe dann den Raum vor mir und leite was ein.“ Das ist nicht Joshua Kimmich. War nie seine Stärke. Joshua Kimmichs Stärke ist, wenn er sich fallen lassen kann, ja, und dann die Ruhe hat, die Zeit hat, den Ball annehmen kann, mal so 15 Sekunden überlegen und dann 'n sehr, sehr guten Pass zu spielen, ja. Seine Flankenwechsel, 'ne
ganz große Stärke von Joshua Kimmich gewesen. Haben wir letzte Saison kaum gesehen. Ähm 'Ne sehr, sehr gute Flanke, wenn er dann mal in dem Halbraum auf halb rechts ist und diese schlagen kann. Definitiv. Seine Ecken waren sehr, sehr ordentlich letztes Jahr im Gegensatz zu den Jahren davor. Ähm, ein Joshua Kimmich ist aber auch nicht oder hat auch nicht diese Qualität. Er hat die Qualität schon. Also, er hätte die Qualität zu sagen: „Ey, ich bin der Mann hier, der bestimmt, machen wir das Spiel jetzt schnell, machen wir das Spiel langsam." Kimmich ist er hat diese Qualität, er zeigt sie nur nie. Kimmich macht das Spiel immer langsam. Immer. Immer, immer, immer. Er nimmt den Ball an. „Oh ja, ich gucke mal." Und du denkst dir, nachdem er den Ball schon angenommen hat, der spielt ihn doch direkt dahin. Ja? Das dauert dann so 10 Sekunden und dann spielt er den Ball trotzdem dahin. Ja? Ganz, ganz wenige Spiele, es gab 2, 3 letzte Saison, wo wir mal über 15, 20 Minuten gesehen haben, dass 'n Joshua Kimmich nicht den Ball erst angenommen hat, rumgerannt ist, getingelt, getangelt, sondern wo er den Ball gleich mal weitergespielt hat, ja? Und das ist zu wenig, ja? Das ist, was ihm abgeht. Nochmal, er hat seine Qualitäten, wirklich, wenn er die Ruhe hat, wenn er gucken kann. Das Zusammenspiel, seine Chipbälle auf Serge Gnabry ist einmalig, so gar keine Frage, ja. Auch diese aus 'ner Halbfeldposition dann vorne drinne. Hat auch ganz guten Abschluss, den er viel zu selten zeigt, wenn er mal zentral ist. Da ist so 'n Tom Bischof schon viel weiter wie er. Ähm, defensiv, ja, sorry. Defensiv hat ein Joshua Kimmich einfach keinerlei Stärken. Das ist ähnlich wie Alphonso Davies, ja. Dafür ist der Fußball viel zu schnell geworden, ja. Wenn ihr euch die Spiele mal anguckt letztes Jahr, und dabei rede ich jetzt nicht von Paris Saint-Germain, ja, guckt euch nur die Bundesligaspiele an, wie oft ein Joshua Kimmich einfach überrannt wird. Gegenpressing ist super schlecht. Super, er macht dann seinen Ausfallschritt da um irgendwas. Ja, Gegenpressing kann er auch nicht. So, ja. Trifft ganz, ganz oft die falschen Entscheidungen in der Defensive, dass er in irgendwelchen Räumen rumsteht, wo er völlig fehl am Platz ist, ja. Dann die größte Katastrophe, er lässt sich fallen in einem defensiven Zweikampf, Alter, wo du dir denkst: „Alter, was ist denn nicht richtig mit dir?" Ja? Und das immer wieder dieses Risiko. Ja, das pfeift, da ist ja auch nix. Das ist 'n kleiner Hauch und er schmeißt sich hin, ja? Das pfeift nicht jeder Schiedsrichter. Dadurch haben wir guckt euch die Situation an, ja? Und trotzdem spielt dieser Spieler immer. So, das ist 'n Riesenproblem. Das ist nicht Josuas Kimmich-Problem, das ist 'n Problem des Trainerteams. Ähm, dass 'n Kimmich 'n großer Faktor sein kann für diese Mannschaft. Ja, hat er letzte Saison, Anfang der Saison gezeigt. Und dann war's das. Dann ist gnadenlos eingebrochen, ja? Ähm Wenn ich dann immer höre, so wie jetzt auch wieder: „Oh ja, er hat hier das und hier dieses Wehwehchen." Ja, Alter, da musst du doch als Trainer sagen: „Pass mal auf, Josh", das ist dasselbe wie damals mit Tuchel und Leroy Sané. Da musst du sagen: „Pass auf, Josh, du bist jetzt raus die nächsten 5 Wochen, guck mal, dass du fit wirst." Warum? Guck's dir an. Du hast 'n Conny Leimer, 'ne absolute Mentalitätsmonster. Du hast 'n Pavlovic, du hast 'n Tom Bischof, wo wir gleich zu kommen. Dann hast du jetzt noch den Barra Saboko Ndiaye. Ähm, du hast 'n Chavez. Und nochmal, diese Qualität, die 'n Kimmich hat, wenn er richtig fit ist, ja, und das auf 'n Platz kriegt, ja. Die ist jetzt aber auch nicht so das Alleinstellungsmerkmal, dass du sagst: „Oh, ja, ohne Kimmich, geht gar nix." Ja, so. Was erwarte ich von Josh? Dass er mal 'n bisschen selbstreflektierter wird, dass er wirklich guckt, dass er fit ist, bevor er sich da wieder hinstellt und sagt: „Ja, ich bin Joshua Kimmich, ich muss jedes Spiel, jede Minute muss ich spielen." Ja, Selbstreflexion, ja. Das ist dasselbe wie bei Manuel Neuer, ja. Das wäre schön und ansonsten muss er reflektiert werden, ja. Aber wieder zu sagen: „Ja, wir haben eine Position für Joshua Kimmich, Tom Bischof und Alexander Pavlovic und so 'n Joshua Kimmich spielt immer." Ja, dann machst du 'n Riesenfehler. Das ist jetzt nicht Joshua sein Thema, sein Problem, ja, das ist 'ne Trainergeschichte. Von Kimmich erwarte ich einfach, dass er 'n bisschen selbstreflektierter wird, dass er auch mal diesen Anspruch, hinten anstellt zu sagen: „Ich bin hier der große Anführer", wenn er's dann sportlich nicht aufm Feld kriegt. Grade in diesen schwierigen Situationen.
Ja, dann muss man sich nicht nach dem Spiel da hinstellen am Mikrofon und da die großen Sprüche kloppen, ja? Ähm, Anspruch und Wirklichkeit passt da nicht zusammen. Und ich glaube, er ist jetzt in einem Alter, wo er das mal reflektieren muss. Auch grade auf die Nationalmannschaft bezogen, ja. Auch da wird er ja jetzt mal reflektiert haben. Und das wäre schön, wenn er da was mitnimmt und wenn er das auch zum FC Bayern mitnimmt, ja? Weil ich glaube, das würde ein Joshua Kimmich guttun, wenn er einfach mal einsehen würde: „Ey, yo, ich brauche hier gar nicht diese ganze Verantwortung mir selber irgendwie als Rucksack aufzubinden und bin dann gehemmt. Ich habe 'n Harry Kane vor mir, ich habe 'n Upamecano und Jonathan Tah hinter mir. Alter, die tragen schon so viel Verantwortung, ja, und ich trage die Verantwortung mit“, so, ja? Ähm, und ist dann vielleicht einfach mal 'n bisschen befreiter. So. Ich glaube, das wäre vielleicht noch mal 'n Faktor. Aber ansonsten für mich, geht die Zeit eines Josua Kimmich zu Ende. So, ja, der wird nicht jünger und man hat letzte Saison sehr, sehr gut gesehen, dass auch bei der WM hat man das noch mal ganz klipp und klar gesehen. Ein Joshua Kimmich ist im modernen Fußball, was Defensivverhalten angeht, maßlos überfordert. Dass dieser Mann ein Sechser ist, ist 'ne absolute Farce. Sorry, das ist 'n absoluter Witz eigentlich. Das ist 'n absoluter Witz, ja, dass dieser Mann ein Sechser ist. Das kannst du dir nicht ausdenken, ja? Defensiv so schwach, so nicht in den Räumen, die falschen Entscheidungen treffen, defensive Zweikämpfe, sich auf 'n Boden werfen. Alter, das hat alles, aber das hat nix mit 'm Sechser zu tun. Für mich, ja. Vini Kompany sieht das anscheinend anders. Viele andere Leute sehen das anscheinend anders, was okay ist. Für mich hat das nix mit 'm Sechser zu tun. Joshua Kimmich wäre für mich, wenn, dann 'n klarer Achter und bräuchte 'n defensiv starken Mittelfeldspieler neben sich, ja. Ähm Aber dann hast du halt das Problem, wie ich vorhin schon sagte, das ist halt auch nicht Kimmichs Stärke. Kimmichs Stärke ist es nicht, 'n Achter zu sein, der gepresst wird. Da kommt 'n Kimmich nicht klar. Er hat da gar nicht die Zeit, ja, die Zeit, die er braucht. Kimmich braucht die Zeit. Er ist stark, wenn er die Zeit hat, d gute Pässe zu spielen, das Spiel zu verlagern und so weiter, haben wir grade schon diskutiert. Die hat er aber nicht auf 'ner Achterposition im heutigen Fußball, ne? Und deswegen spielt er auf einer Sechserposition und lässt sich dann bis zwischen die Innenverteidiger fallen und so 'n Bums. Aber dafür fehlen ihm einfach die defensiven Qualitäten. Und das sieht man immer dann wenn 'n Gegner stark ist, offensiv stark ist. Ja, das siehst du mit vielen Spielen fällt das gar nicht ins Gewicht rein so, ne? Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich erwarte keine Änderung mehr von Josh, ja? Das passiert halt nicht mehr. So, er wird nicht mehr jetzt mit seinen 31 Jahren noch 'n Stepper machen und sich defensiv irgendwie, super stark weiterentwickeln, so. Es würde mich überraschen, wenn er's tun würde. Ey, ich würde es feiern, Alter, ja? Ich erwarte das aber nicht mehr, ja? Ich erwarte dafür, dass er dann wirklich seine Stärken endlich mal wieder aufm Feld bringt, weil das war das Problem in der letzten Saison, ja, grade in der Rückrunde. Seine Stärken waren nicht mehr da, ja, oder super selten, so. Ja, Kimmich hat seine Schwächen, die kennen wir alle, die nehmen wir in Kauf, aber da müssen wenigstens seine Stärken da sein. Und wenn die Stärken dann auch nicht mehr da sind, ja, sorry, Alter, dann musst du einen Joshua Kimmich halt auch mal auswechseln, ne? Und ihn auch vielleicht mal 2, 3 Wochen draußen lassen. Kein Kimmich-Thema, wie gesagt. Kimmich sollte sich 'n bisschen mehr selbst reflektieren, auf sich fokussieren, 'n bisschen mehr auch die Verantwortung abgeben. Was heißt abgeben? Ich glaube, die anderen Spieler übernehmen Verantwortung, aber Kimmich müsste von seinem Kopf her einfach sagen: „Ey, ich brauche hier nur, ich sage es jetzt mal in Prozent, 20% der Verantwortung tragen, weil noch 4 andere Spieler auch 20% tragen“, so. Da müsste er vom Kopf her vielleicht mal hinkommen und dann wäre es vielleicht auch noch mal 'n bisschen besser. Ich weiß es nicht. Ja, ist die einzige Position, die ich wirklich kritisch sehe in unserer Mannschaft, die Zentrale. Damit kommen wir auch zum nächsten Spieler, zu Pawlovic der 'ne sehr, sehr starke erste Saison gespielt hat. Ich scrolle mal hoch. 'Ne sehr, sehr durchwachsene letzte Saison, 'ne sehr, sehr durchwachsene Nationalmannschaftssaison bei der WM und die Leistung, die ich von ihm gesehen habe in der Rückrunde, auch bei der WM Alter, weiß ich nicht
ob das für 'n Stammplatz beim FC Bayern reicht. Ich würde sagen, nein, ne? Dasselbe würde ich aber bei Joshua Kimmich sagen. Ähm, super junger Spieler, alles gut, ja, seine ersten Erfahrungen, alles fein, alles gut. Ich habe immer so 'n bisschen das Gefühl, da haben wir letzte Saison schon besprochen, dass er sich immer so 'n bisschen hinter Joshua Kimmich versteckt, ja? Wir haben ganz, ganz viele Spiele gesehen, wo Pawlovic den Querpass Toney gemacht hat und jeden Ball im verfickten zentralen Mittelfeld auf Joshua Kimmich gespielt hat. Jeden verfickten Ball, ja? Ähm, das ist zu wenig. Ich will den Pawlovic sehen wie von Anfang letzter Saison, ja? Den Pawlovic will ich sehen, der das Spiel in die Hand nimmt vorne, weil Joshua Kimmich kann das nicht. So, Joshua Kimmich macht das Spiel von hinten heraus. Da muss der Part, der neben ihm spielt in der Zentrale, muss das Spiel vorne machen. Und das kann ein Pawlovic, hat er gezeigt, ja? Hat er dann aber die letzte Saison gar nicht mehr gezeigt. Man hat das Gefühl gehabt: „Oh ne, komm, pass auf, hier Josh, mach du mal. Ich darf nicht, ich will nicht“, wie auch immer. Das muss sich ändern. Was erwarte ich von Pawlovic? Er muss wieder dahin kommen. Er muss wieder das Selbstvertrauen haben und sagen: „Jo, ich bin hier der Mann, ich mache vorne das Spiel. Und das ist mir egal, ob Joshua Kimmich gerade auf meiner Höhe ist und neben mir steht und den Ball haben will, das ist mir scheißegal. Ich bin hier der Mann vorne.“ Das muss 'n Pawlovic wieder ausstrahlen und das muss er zeigen auf dem Platz. Dass er das kann, hat er gezeigt, ja, dass er die Qualitäten dafür hat, 100%. Auch, dass er defensiv sehr, sehr stark sein kann, hat er gezeigt. Dass er 'n Gespür hat für die richtigen Räume, hat er gezeigt, ja? Aber man hat immer das Gefühl, wenn Kimmich mit ihm aufm Feld steht: „Ah, ich gucke erst mal, was der Josh macht. Darf ich das jetzt? Kann ich das jetzt machen?“ Ganz komisch, ja? Also, das muss 'n Pawlovic wieder abstellen. So, dann ja, er muss wieder dahin kommen. So, sonst wird's 'ne schwierige Saison für ihn, ne? Weil damit kommen wir zu seinem sehr wahrscheinlich direkten Konkurrenten und das ist Tom Bischof, Alter. Und von Tom erwarte ich super viel, ja? Ich habe was ich letzte Saison gesehen habe, auch wie er dann diese Rolle des Außenverteidigers angenommen hat, die ja bei uns auch viel dann so im Halbfeld stattfindet und so was. Hatte dann 2, 3 Chancen im zentralen Mittelfeld. Einmal war's so 'ne wo man dachte: „Alter, jetzt, wenn du jetzt 'n gutes Spiel machst, ne, weil dann bist du voll in dieser Pose drin“, und dann hat er wirklich 'n schlechtes Spiel gemacht. Das hat ihn wahnsinnig zurückgeworfen, dann wurde er wieder auf die Außenverteidigerposition verdammt. Und zum Ende der Saison hin, dann hat er gezeigt in der zentralen Posi, ja, was er kann, Alter. So. Und er hat den Vorteil, er war nicht bei der WM, ist nicht vorbelastet, steht im Saft und ich hoffe, dass er den nächsten Stepper macht, ja? Und auch da, dass er sich, wenn er mit Josh aufm Feld steht, nicht davon beeindrucken lässt und dann irgendwann auch zu diesem Querpass-Toney-Typen wird, ja? Sondern dass er dieses Selbstbewusstsein behält. Defensiv, I don't know, weiß ich noch nicht. Kann ich ihn noch nicht wirklich gut einschätzen. Offensiv denke ich, vorne hat er 'ne gute Qualität, ist super stark auch im Gegenpressing. Nicht so wild und ungestüm wie 'n Conny Leimer, ja, aber er hat da seine Qualität, was ich letzte Saison gesehen habe. Dass er 'n überragenden Torabschluss da aus der zentralen Posi hat, denke ich, haben wir letzte Saison gesehen. Dass er sehr, sehr gute Pässe spielen kann, haben wir gesehen. Dass er auch pressingresistent ist, haben wir gesehen. So 'n kleiner Hauch von Thiago teilweise, was das Thema angeht. Also, ich glaube, er bringt alles mit, ja? Und wenn er jetzt den nächsten Stepper macht, noch mal, dann wird's für Alexander Pawlovic sehr, sehr schwer werden, ne? Ähm, ich gehe davon aus, dass 'n Josh eine Posi blocken wird, so dass es wirklich zwischen Tom und Pavlo, vielleicht noch Conny ab und wann sich entscheiden wird. Und ja, Pavlo wird wieder dahin kommen müssen, wo er mal war, ne, damit's dann wirklich 'n offener Konkurrenzkampf ist. Ich bin sehr gespannt. Also, ich erwarte von Tom viel, ja. Vielleicht zu viel, I don't know, das werden wir sehen, ja. Aber ich glaube, ey, er hat alles, was es braucht, um in dieser Position 'n überragender Spieler zu werden, ja. Und das wird seine Saison jetzt, ne? Er ist ähnlich wie bei vielen anderen, wie Alphonso Davies, Musiala, Tom Bischoff wird jetzt diese Saison muss kommen, ne? Muss man sich durchsetzen, ne? Und ich traue ihm das definitiv zu. Ich bin sehr gespannt, ne? Die Frage ist halt, ja,
wird Mister König jedes Spiel spielen, dann wird es natürlich schwieriger. Wir werden sehen. Gut, kommen wir zu Ibrahimovic, nämlich mit in die Offensive, Lenny auch. NDIE, ja, I don't know. Ja, was ich letzte Saison gesehen habe, sehr, sehr gute Veranlagung, noch sehr, sehr fickrig gewesen, gerade in den ersten 1, 2 Kurzeinsätzen. Dass ein Vinny ihn unbedingt haben wollte, wenn wir jetzt mal uns anschauen, dass wir einen Pavlo haben, einen Tom Bischoff, einen Kimmich, I don't know. Ist dann vielleicht auch schon so ein Zeichen, dass man nicht unbedingt, auch wenn man anders agiert, so von Kimmich 110% überzeugt ist, weil dann hättest du diesen Spieler nicht gebraucht. Ja, ist physisch starker Spieler. Ich bin gespannt, ne? Bin gespannt, wie oft wir ihn sehen werden, wie die Entwicklung sein wird. Ist aber auf jeden Fall jetzt alles nichts, wo man sagt, keine Ahnung, Kimmich ist der unangefochtene Mann da. Bin gespannt. Wie gesagt, wir haben viele, viele Fragezeichen auf dieser Posi, ja. Deswegen, wie ich eingangs sagte, ist die Position, die am schlechtesten besetzt ist, will ich gar nicht sagen, aber wo viele Fragezeichen sind. Fragezeichen Josua Kimmich, was ist er noch zustande im Leisten? Ja. Pavlovic, der schwach agiert hat. Tom Bischoff, der auch noch nicht nachgewiesen hat, dass er durchgehend hoch performen kann. Viele, viele Fragezeichen, ja. NDIE, viele Fragezeichen, der jetzt fest verpflichtet wurde. Conny Leimer, der die Position lange nicht gespielt hat. Auch ein Fragezeichen. Kann er diese Rolle gleich wieder ausfüllen, wenn er die Chancen dazu bekommt? Also wirklich die einzige Position, wo ich in dieser Mannschaft sehe, wo wir viel Potenzial haben, aber wo man sagen kann, könnte ein bisschen holprig werden eventuell. Könnte natürlich auch überragend gut werden, wenn man sich das Potenzial anguckt, was wir da haben. Wir werden sehen. Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante Baustelle in dieser Mannschaft, denke ich. Gut, Felipe Chavez, weiß ich gar nicht, ob auch eher zentral oder außen. Ja, die beiden Jungs hier, Santos, Daiber ist, glaube ich, eher offensiv unterwegs. Ja, da haben wir gar keine Erwartungen. Das sind junge Spieler. Wir sehen es ja auch. Ja, keine Rückennummer. Das sind Auffüllspieler, wenn irgendwas passiert. Wir haben hier oben jetzt noch Ibrahimovic, ja, der definitiv für die Außenbahn da ist. Ich bin gespannt, wie weit er jetzt ist. Ich habe noch kein Testspiel gesehen. Ich fand es ein bisschen schade, wo man ihn damals hat ziehen lassen. Auf der anderen Seite hat er auch keine Spielzeit bekommen. Von daher war es vollkommen richtig. Die Spielzeit, die er bekommen hatte, war eigentlich sehr, sehr ordentlich. Ja. Wird natürlich beim FC Bayern nicht reichen ordentlich, wenn du da Spieler hast wie, wie Michael Olise oder Luis Diaz. Dann wird ein sehr ordentlich nicht reichen. Du musst da schon feuern und Druck machen. Ja. Aber mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ja, keine Frage. Gut, kommen wir schon zum nächsten. Lennart Kahl, der eine ähnliche Position bekleidet. Ich glaube, Ibrahimovic eher links, ne? Lenny eher rechts. Ja, auch da, du musst einen Michael Olise verdrängen, Alter. Also, ich bin gespannt, Alter. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Lennart Kahl noch mal so viel Spielzeit bekommen wird, wie er letztes Jahr bekommen hat. I don't know. Ja. Ich weiß nicht, wie weit ein Vincent Kompany zum Ottmar Hitzfeld wird, der Rotationsmeister. Ja, dann ja, vielleicht. Ne? Du wärst dumm, wenn du Lennart Kahl nicht zumindest versuchst, diese Saison weiterzuentwickeln und zu sehen, wohin die Reise geht. Ich meine, wir haben es gesehen, wenn irgendwelche Spieler mal so eine Dreiviertelsaison gute Leistungen bringen, dann gehen sie für 100 Millionen oder 120 Millionen ins Ausland. Also. Ihr seht schon, das sind 2 Spieler und da sind wir noch gar nicht bei den Topstars angekommen für die Außenbahn. Ja? Also, und das sind ja schon Spieler mit Potenzial. Dazu kommt noch ein Daiber, der, glaube ich, auch auf der Außenbahn zu Hause ist. Was wir da letzte Saison so ein bisschen gesehen haben. Nichts, wo man jetzt Kopfschmerzen hat. Ich glaube, ja,
Es würden sich viele Vereine sehr wahrscheinlich die Finger lecken, wenn sie Lennart Karl für eine rechte Außenbahn hätten. So. Ja, also von daher, ja, was erwarte ich von Ibrahimovic? I don't know, Alter. Ich bin gespannt einfach auf diesen Spieler, wie weit er ist. Ja. Ob er wirklich eine Alternative darstellen kann in zweiter Reihe. So, über mehr reden wir ja nicht. Dasselbe gilt für Lennart Karl. Lennart Karl wird kein Stammspieler beim FC Bayern sein, Alter. So blauäugig braucht man nicht sein. Für wen? Für wen? Ja, wir sehen gleich die erste Vier. Ja. Wir sehen gleich die erste Vier. Also, da brauchen wir nicht drüber reden, dass Lennart Karl ansatzweise der Stammspieler beim FC Bayern sein wird. Ganz zu schweigen eines Ibrahimovic. Ja. Da sind wir nämlich schon beim nächsten, bei Jamal Musiala. Selbst der wird es schwer haben. Ja. Was erwarte ich von Jamal Musiala? Ja, ich erwarte einfach mal, dass er wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, Alter. Dass er nicht denkt, er ist der neue Messi. Das ist er nämlich nicht. Dass er das Potenzial dazu gehabt hat, true, unterschreibe ich. Ja, vor seiner Vertragsunterzeichnung. Seit der Vertragsunterzeichnung ist ein Jamal Musiala nicht mehr wiederzuerkennen. Der ist komplett abgehoben vom Kopf her, meiner Meinung nach. Das siehst du daran, erstens, dass er sich jemand wie ein weinendes Kind auf den Boden setzt, wenn er mal einen Zweikampf führen muss und wenn da mal ein Gegner ist, der ein bisschen Härte reinbringt. Da fühlt er sich gleich persönlich angegriffen und schmeißt sich auf den Boden und macht immer hier und guckt gleich zum Schiri und hier und hier. Das gab es früher nicht. Jamal Musiala musste schon wirklich hart gefault werden, damit er sich auf den Boden geworfen hat. Ja. Sonst hat er weitergemacht. So, und das hat ihn ausgezeichnet. Die andere Sache ist, immer wenn er den Ball bekommt, dann irgendwie, ja, ich muss jetzt hier erstmal 15 Spieler ausspielen, am besten noch 3 eigene. Und dann muss ich einen Torschuss machen. Ja. Was hat ein Jamal Musiala ausgezeichnet? Jamal Musiala hat ausgezeichnet, entweder das direkte Spiel oder aber auch, ja, ich lasse mal 2, 3 Leute stehen. Ich habe dann aber auch immer den Blick für den besseren postierten Spieler. Ja. So, und das ist nicht mehr gegeben. Nur eigensinnige Scheiße von Jamal Musiala. Haben wir auch in der Nationalmannschaft gesehen. Ja. Also, er muss sich da ähnlich wie Kimmich und so weiter, sollte eigentlich jeder Profifußballer tun, er muss sich mal ein bisschen selbst reflektieren. Ja. Wenn nicht, muss seine Mutter das für ihn machen, die ja anscheinend auch den Vertrag ausgehandelt hat. Ansonsten, Alter, Jamal Musiala muss die Kurve kriegen. Ansonsten sehe ich bitte sehr schwer für ihn, auf Spielzeit zu kommen beim FC Bayern. Ja, sehr, sehr schwer. Bin gespannt. Ja. Was ich erwarte, ja, habe ich gerade gesagt, er muss seine Starallüren ablegen. Das betrifft es eigentlich am besten. Wenn er seine Starallüren ablegt und mal wieder ein bisschen Demut zeigt, was er sehr wahrscheinlich hart lernen wird, wenn er dann merkt, oh, ich bin aber fit, aber sitze auf der Bank. Ja, dann wird das vielleicht irgendwann Klick machen und dann wird das passieren, bin ich mir sicher. Und dann ist die Frage, ob er wieder diese Kurve bekommt. Das Talent dazu hat, das Potenzial, steht meiner Meinung nach weiterhin außer Frage. Ja. Aber er muss mal diesen ich bin der absolute Star hier beim FC Bayern Status ablegen, aber den hat ihn natürlich der Verein auf die Stirn tätowiert mit dem Vertrag. Deswegen ist das natürlich schwer und das verstehe ich auch. Von daher gar kein harter Vorwurf jetzt, dass das so ist. Das ist ein super junger Mensch. Ja. Und dann kommt ein Verein wie der FC Bayern und sagt, hier, bam, du bist der neue Messi. Also du kriegst 25 Millionen im Jahr. Du bist auf einer Stufe mit Harry Kane. Ja, dass du dann auf dem Fußballfeld denkst, Alter, was willst du denn jetzt hier vom FC Heidenheim? Was wagst du dich, mich hier in einen Zweikampf zu verwickeln? Menschlich. Ja. Aber wir haben es letzte Saison schon gesehen, wir waren stärker, wo Jamal Musiala nicht in dieser Mannschaft war. Punkt. Dasselbe gilt für Alphonso Davies. Wir waren stärker, viel, viel stärker. Wir waren auch viel, viel geschlossener. Beide Spieler haben nur Probleme in dieser Mannschaft gebracht letztes Jahr. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Spielern, die oben die Alternativen sind. Mal abgesehen von einem Serge Gnabry, der hier unten auch noch drin steht. Serge, ey, Hut ab, dass ein Serge nochmal so einen Impact hatte letzte Saison. Ja. Auf der Außenbahn halte ich ihn immer noch für eine Nulpe. Hat auch die letzte Saison gezeigt, meiner Meinung nach. Die Spiele, die er über Außen gemacht hat, waren schlecht.
Die Spiele, die er von der Zehnerposition gemacht haben, waren sehr, sehr gut. Teilweise überragend, weil einfach dieses Punkt A, das blinde Zusammenspiel mit Joshua Kimmich, auch Punkt für Josh, ja. Wenn Serge auf der 10 spielt, hat Josh nochmal einen ganz anderen Einfluss. So ehrlich muss man sein, die beiden verstehen sich blind. Auch mit Bälle über 30, 40 Meter, irgendwelche gelupften, was weiß ich was Dinger, sehr, sehr gut. Aber was ihn besonders auszeichnet, Serge Gnabry, ist der beste Zehner im Zusammenspiel mit Harry Kane. Das ist der große Faktor von Serge Gnabry letzte Saison gewesen. Ja? Es gab keinen zweiten Spieler, der so gut mit dem Harry Kane harmoniert hat. Ja? Nimm Lennart Kahl, der gar nicht klar kam mit dem Harry Kane als Zehner. Selbst Michael Olisse hat da so ein bisschen seine Problemchen gehabt, wenn Harry Kane Zehner war. Und Serge Gnabry, das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ja? Das hat super gepasst. Immer perfekt. Wenn Harry sich hat fallen lassen, tief war Serge vorne. Genau so umgekehrt. Also, das war super stark. Muss man ganz klar sagen, ja. Und wo Serge mich auch beeindruckt hat, auch mit seiner Spielintelligenz einfach. Und das ist auch das, was auch das Zusammenspiel mit Harry so ein bisschen auch dann ausgemacht hat, ne? Aber auch die Angriffe, die er eingeleitet hat dann, ne, aus dieser Position heraus. Das war gut, ja, da war er wirklich ein Faktor. Ja, er war jahrelang kein Faktor in dieser Mannschaft, meiner Meinung nach. Und auf der Außenposition, Alter, weiß ich nicht, ob er das noch mal jemals werden wird in dieser Mannschaft, ja? Auf der Zehnerposition war er definitiv ein Faktor, ja? Und ich glaube, er kann auch ein Faktor sein, wenn Harry Kane wirklich mal irgendwie ein Päuschen braucht, ne? Ich glaube, dann kann fitter Serge, der Bock hat, kann 'n Faktor sein da vorne als falsche 9. Ja, kann ich mir vorstellen. Von daher, ja, Serge muss einfach fit werden, fit bleiben und ja, wenn Vinny ihn auf der richtigen Posi einsetzt, kann er auf jeden Fall ein Faktor sein, denke ich. Gut, kommen wir zum Mann himself, Alter, Harry Kane. Für Harry Kane gibt's nur Superlativen von meiner Seite. Ist für mich der einzige Spieler immer noch, der die absolute Weltklasse hier. Ja, Michael Olise, ja, Luis Diaz sind nah dran, aber ein Harry Kane ist der. Wenn du einen Harry Kane klonen könntest, würde ich ihn 8, 9 Mal klonen und 8, 9 Mal Harry Kane aufstellen. Würdest du wahrscheinlich viele, viele Spiele gewinnen. Ja. Der Mann ist er ist der prädestinierte Weltklasse-Mann, Alter. Nicht nur, weil er 'n Neuner ist, er ist halt alles. Er ist Neuner, Zehner, Achter, Sechser. Er ist, wenn's sein muss, auch 'n linker Außenverteidiger. Wenn's sein muss, ist er 'n Innenverteidiger. Und das alles auf einem Level, wo andere nur gucken können, ja? Also und das Ganze ohne dieses Trara drumherum, wie es ein Kimmich macht, ohne diese Starallüren eines Jamal Musialas. Ja, dieser Mann hat keine Allüren. Ja, 'n Harry Kane kann auch mal jemand zusammenpfeifen, wenn er den Ball nicht, hinspielt, wenn Harry Kane da frei steht, was völlig zu Recht ist, weil Harry Kane 'ne Torgarantie ist, ja? Dieser Mann ist und das ist auch, was ich von ihm erwarte, einfach das, was er bisher gemacht hat, ja? Ja, 'n Harry Kane sieht oft so aus im Spiel, so denkst du dir: „Was ist denn los mit dem Harry?“ Ja, der sieht schon nach 30 Minuten sieht der aus, als wenn er nicht mehr kann, ne? Das sieht aber immer nur so aus, ja? Harry Kane ist keine Ahnung, ich habe keine Superlativen für diesen Spieler, ja? Man kann nur hoffen, dass Harry Kane das Niveau halten kann. Ja, wird ja natürlich auch nicht jünger so, gar keine Frage. Ähm Alles, was ich von ihm gesehen habe, auch bei der WM, ja, ist Harry Kane, ne? Ich hoffe und erwarte auch, dass er trotz allen Zehnern, die wir dann haben werden, mit dem Jamal Musiala, mit dem Saibari, vielleicht sogar mit dem Olise, mit dem Serge, dass er sich trotzdem das beibehält, was er bei der WM zum Beispiel nicht hatte. Also in England war es nicht so, dass er sich so oft so hat tief fallen lassen und den Ball
auf einer Höhe der Mittellinie sich abgeholt hat und dann versucht hat, die Außen einzusetzen oder so. Ja, das hat viel mehr Bellingham gemacht. Da hat man Harry Kane der Stärke beraubt, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ein Vinny Kompany behält das bei, dass ein Harry Kane das machen darf. Ja, weil Harry Kane hat so viele Angriffe für uns initiiert in der letzten Saison. Weil du halt einfach nicht diesen zentralen Mittelfeldspieler hast. Grüße gehen raus nochmal an Josua, aber auch an Pavlo letzte Saison. Weil natürlich ist das eine Aufgabe eines zentralen Mittelfeldspielers, ja, da in dieser Position, in diesen Räumen zu sein und den Angriff schnell einzuleiten. Und idealerweise hast du dann zusätzlich vorne einen Harry Kane als Stürmer, aber das passiert halt nicht. Ja. Und dann ist es halt super wichtig, dass du einen Harry Kane diese Freiräume lässt. Ja, und auch ein Harry Kane hat letzte Saison oft genug hingekriegt, diesen Angriff einzuleiten und dann trotzdem schon wieder vorne zu sein, um ihn zu vollenden. Ja. Das ist eine Riesenstärke von Harry und die sollte man ihm definitiv lassen. Ja. Ansonsten erwarte ich von Harry Kane einfach das Niveau zu halten, dann ist alles gut, Alter. Ja, das ist eine absolute Maschine. Also, und dabei so sympathisch, Alter, weil er einfach keinerlei Starallüren hat, Alter. Grandioser Mensch, Spieler. Ich kann nichts Schlechtes sagen über Harry Kane, Alter. Luis Diaz, ja, Luis Diaz haben wir viele diskutiert letztes Jahr, so alt, so teuer, jetzt will der FC Bayern damit Geld verbrennen, genauso wie bei Harry Kane, ja, der wird keine 20 Tore schießen und ja. Und ich habe es gesagt, wenn Luis Diaz das Puzzleteil ist, dann kannst du auch die 75, 80 Millionen zahlen, so. Und er war dieses Puzzleteil, ja. Dann schon wieder nach den ersten 10 Spielen, Chancen tot und bla und Sülz, weil er halt 2, 3 große Chancen mal ausgelassen hat. Ja, Alter, der Mann ist eine Maschine, Alter. Eine absolute Mentalitätsmonster, Conny Leimer auf Steroiden und das alle 3 Tage. Du hast nie das Gefühl, dass der Mann müde wird, Alter. Ja, und wie es 'n Kompany immer so schön beschreibt, kreatives Chaos, ja? So 'n bisschen auf 'ne natürlich ganz anderen Art und Weise, aber dieser Thomas Müller-Effekt mit diesem: „Der macht jetzt einfach was völlig Unerwartetes“, ja? Und nicht nur keine Ahnung, du weißt 'n Michael Olise ist wie Arjen Robben so. Du weißt, was so 'n Michael Olise in 80% der Fälle macht. So. Bei Luis Diaz weißt du das nicht. Das ist so 'n bisschen der Unterschied. Auch Michael ist natürlich viel, viel mehr, als 'n Arjen Robben, der wirklich nur diesen einen Move hatte, ne? Nicht falsch verstehen, aber nur mal so als Beispiel. Ja, bei Luis Diaz weißt du das einfach nicht. Der macht Tore, wo du dir denkst: „Hä, was ist jetzt passiert?“, ne? Und was erwarte ich da? Einfach auch das Level, ne? Den Einsatz, das, was er letzte Saison gezeigt hat, das, was er bei der WM gezeigt hat. Da gibt es kein Vorbeikommen, Alter. Gibt es kein Vorbeikommen an diesem Mann. Egal, welcher Spieler da ist, ja. Ja, kommen wir zu Michael Olise. Geisteskrank. Geisteskrank. Die WM hat ihn aus meiner Sicht auf 'n ganz, ganz anderes Level noch mal gehoben, ja? Und ist für mich, ja, hier, ne, natürlich auf 'ner anderen also, Harry Kane ist immer noch 'n Stepper vorne, so. Harry Kane ist irgendwo außer Konkurrenz von seiner ganzen Art und Weise her, ja? Aber 'n Michael ist Alto Belli, Alter. Michael Olise auf der Zehnerposition Alter, ja? Also, wenn du dir das und dich der Stärke beraubst beim FC Bayern, dann bist du selber schuld. Ich weiß nicht, wer von euch die Frankreich-Spiele gesehen hat. Natürlich hat ihm das Tor gefehlt, ja, war zweimal knapp mit dem Pfosten. Natürlich beraubst du dich ein bisschen dieser Stärke über Außen, die er natürlich hat. Aber wenn du mal siehst, diese Spielintelligenz, die er in der französischen Nationalmannschaft auf der Zehnerposition gezeigt hat, Alter, dann kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, Michael Olise nicht auf die Zehnerposition zu stellen. Ja, das war überragend. Überragend in jedem verkackten Spiel, was ich gesehen habe von Frankreich. Die Pässe, die Art der Pässe, diese strikte in die Tiefe auf dem Mbappé,
Ja, wir haben natürlich keinen Mbappé, wir haben Harry Kane, der natürlich eine ganz andere Art Spieler ist. Der ist nicht immer nur die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe. Deswegen, ja, wäre ein bisschen anderes Spiel, gar keine Frage. Aber einfach dieses Stringente und nicht dieses: „Ja, ich bin Jamal Musiala, gib mir mal den Ball. Ich brauche 30 Sekunden. Ich habe dann versucht, 18 Spieler auszudribbeln, der Ball ist schon wieder weg.“ Michael Olise hat diese Allüren nicht, ja? Er hat diese Allüren nicht. Er hat auch keine Starallüren. Ja, er ist ein introvertierter Typ und so weiter und er macht seine Späßchen da aufm Platz und so weiter. Aber wenn es darum geht, Fußball zu spielen und den Ball dahin zu bringen, wo es gefährlich ist, ja, dann tut er das. Und nicht: „Ich muss jetzt hier unbedingt 3 Leute ausspielen“, obwohl er das kann. So, ja? Das ist der Unterschied und das war so stark zu sehen in Frankreich, diese Spielintelligenz, ja, diese Spielfreude. Und trotzdem ist er ja ab und wann auf Außen gewesen, so, ne? Also, wenn du da es hinkriegst, ich meine, so 'n Luis Diaz ist auch prädestiniert dafür, diese Anspielstation zu sein, ja? 'N Mbappé ist ja auch nicht unbedingt immer nur in der klaren Neuner-Position. Der kommt ja auch oft über so 'ne Außenposition. Das kann Luis Diaz sein, ja? Also, das kann Alter, ich würde es feiern, Michael Olise mehr auf der Zehnerposition zu sehen beim FC Bayern, ne? Noch mal, ja, für Jamal Musiala wird's schwierig. Das kommende Jahr, so, ja. Ich bin gespannt. Michael Olise, ach Alter, was willst du für Erwartungen haben? Der Mann hat alle Erwartungen beim FC Bayern übertroffen und er hat sie bei der WM noch mal übertroffen, meiner Meinung nach, ja. Ist ähnlich wie bei den beiden. Ja, einfach das Niveau bestätigen, was da ist, Alter. Ja, dann das reicht schon aus. Und dann stell dir vor, der ist ja noch keine 30. Dann stell dir vor, der macht noch 'n Step. Platzt dir die Birne, Alter. Ja, überragender Spieler, Alter, überragender. Ja, kommen wir zu Saibari. Kann ich natürlich noch nicht so viel zu sagen, außer dieses Potenzial, was da ist, ja. Leider natürlich dann verletzt gewesen bei der WM, konnte ich jetzt nicht so viel sehen. Ähm, freue mich riesig auf ihn, ja. Auch da, ich glaube, das ist 'n Charakter, der perfekt in diese Mannschaft passt, ja. Natürlich auch eigentlich in erster Linie 'n Zehner. Da seht ihr schon diesen Luxus, den wir haben, ja. Aber ey, wer weiß, ja? Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, kann natürlich auch über außen, dass es 'n gutes Wechselspiel zum Beispiel geben würde mit Michael Olise. Ähm, mal der in der Zehner, mal der, ja. Das ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit. Bin ich sehr gespannt, ja. Wie gesagt, ich kann zu ihm noch nicht so viel sagen. Ich habe nicht so viel gesehen, aber ey, ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, er ist der X-Faktor für die Offensive, ja? Noch mal, weil so 'n Musiala, ey, die 3 an den dreien geht kein Weg vorbei. Wo? Wie? Ja. Ja, vielleicht zum Start der Saison ziemlich spät da, muss erst mal rangeführt werden, kommt 'n bisschen später richtig in Tritt. Die beiden auch viel gespielt. Ja, kriegen mal 'n Päuschen gegen Tufferdshausen, was weiß ich. Ja, alles gut so. Dann sehen wir halt 'n paar Spieler. Aber wenn's darum geht: „Was ist meine erste Elf?“ Wirst du ja keinen dieser 3 Spieler draußen lassen. Das heißt, du hast dann Saibari, du hast 'n Jamal Musiala und du hast 'n Lennart Kahl, wenn wir jetzt mal so die 1B nehmen. Dann hast du noch 'n Ibrahimovic, dann hast du noch 'n Daiber und wir haben sogar noch gar nicht den Ziyech mit eingebunden, ja? Für eine Posi, so. Wenn's jetzt um die Startelf geht. Also, ja, das ist, was ich sage. Jamal muss liefern, Alter, ne? Ja, Saibari, wie gesagt, ich freue mich riesig auf ihn. Ich glaube, er könnte 'n richtig guter Faktor werden noch mal. Wird natürlich 'n bisschen davon abhängen, wie schnell, akklimatisiert er sich, wie ist er nach seiner Verletzung, wie sieht's aus, wie ist das Zusammenspiel mit Harry, mit Luis, mit Michael? Alter, wenn das nur 'n bisschen harmoniert, ja, dann wird's verdammt schwer für einen Musiala. Punkt. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. So 'n Lennart Kahl ist für mich 'n klarer Außenbahnspieler. Ähm, das kann er überragend gut, ja. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt so, ich bin hier der große Kombinationsspieler, aber Saibari sehe ich da 'n bisschen mehr. Ey, ich bin einfach nur gespannt auf ihn, ne?
Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich freue mich, können wir vielleicht mal zur Halbserie dann ein bisschen was zu sagen. Ja. Ich denke, ein sehr, 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 sehr guter Transfer und genau die richtigen Schlüsse gezogen. Ja, du machst Druck auf 'n Ziyech, der nicht rumpimmeln kann. Du machst Druck auf 'n Jamal Musiala, der nicht rumpimmeln kann. Du hast einen gestandenen Spieler, nicht nur 'n Lennart Kahl, der die letzte Saison den Druck gemacht hat. Ja, also, dazu hast du noch junge Spieler hinten dran, die Qualität haben. Was willst du mehr, Alter? Was willst du mehr? Ich sage dir, dieser Kader ist ein Monster. Dieser Kader ist ein Monster. Du hast vorne jede Position doppelt besetzt. Mal abgesehen von der Neuner-Position, ja. Das ist so ein bisschen vorne vielleicht die Schwachstelle, wenn man das so sagen will, aber ich glaube, 'n Sabari kann das spielen, Ziyech kann das spielen. Ist natürlich dann was anderes wie so ein klassischer Neuner, aber ich glaube, dafür haben auch alle die Qualität, da vorne Tore zu machen, ja. Also, ansonsten ist da jede Posi doppelt besetzt und das nicht schlecht. So, ja. Das muss man auch mal sagen. Und du hast viele Spieler, die flexibel sind, ne? So 'n Sabari kann außen, kann mittig, Serge kann das, Michael kann das, Luis Diaz, denke ich, wird das auch können. Harry Kane kann alles. Jamal Musiala weiß ich nicht, inwieweit er über 'ne Außenposition wirklich Einfluss haben kann. Wäre interessant zu sehen, bin ich gespannt, ja. Lenny kann das definitiv. Ich sehe ihn auf 'ner Außenposition stärker wie 'ne Zentrale, eigentlich umgekehrt wie Jamal. Ibrahimovic kann, glaube ich, auch alles spielen. Ja, bin sehr gespannt. Gut, was erwarten wir von unserem Sportdirektor? Ich nehme den Sportdirektor mal mit dem Sportvorstand zusammen. Ich denke, beide haben überragend guten Job gemacht, ne? Haben genau darauf reagiert, was unsere Schwachstellen sind oder waren und haben diese beseitigt mit den beiden Transfers. Und es ist für mich völlig fein, dass wir nur diese beiden Transfers gemacht haben. Ja, wie gesagt, wir können darüber diskutieren. Sollte man noch einen Neuner verpflichten? Eventuell, vielleicht passiert das noch, habe ich ja schon gesagt, per Leihe oder sowas. Ähm, Man könnte über einen Rechtsverteidiger nachdenken, der müsste aber ein super hohes Niveau haben, ja. Da bin ich auch völlig fein, in die Saison erstmal noch mal mit Stanley und Conny zu gehen. Und alles andere brauchen wir nicht drüber reden. Alles andere ist doppelt und zwar überragend gut besetzt. Und hast dann noch Jugendspieler dahinter, wenn irgendwie mal was ausfällt. Also, perfekt. Ja, du hast natürlich jetzt noch unsere Abgabekandidaten, die hier gar nicht mit drin sind. Palhinha, Boe, Saragossa, die sind natürlich da, ja, auch wenn die hier gar nicht aufgelistet sind. Ja, wild, ne? Trainerteam. Ja, das beziehe ich mal auf Vinny. Habe ich schon gesagt in anderem Video, was meine Erwartungen für die Saison sind. Was erwarte ich von Vincent Kompany? Dass er ein bisschen mehr nach Leistung geht. Was meine ich damit? Ja, wenn Kimmich, wenn Neuer, aber auch wenn Heavy oder 'n Olise, was immer, wenn die einfach mal keine gute Phase haben, was man ja sieht, ja? Wir haben den Kader gerade durchgegangen. Da muss man diese Spieler halt auch mal rausnehmen. So, wir können es kurz und knapp machen, ja? Die andere Sache ist, wir müssen Plan B sehen. Idealfall sogar Plan C. Nicht nur Plan A, ja, wie wir die ganze Zeit spielen. Ähm, ja, wir spielen schon mit einer Art Dreierkette im Aufbau teilweise mal, aber vielleicht wäre Plan B auch einfach mal die strikte Dreierkette, ja? Wir werden sehen, ne? 'Ne Doppelspitze. Natürlich ein bisschen schwierig, weil wir nur Harry Kane gerade als Stürmer haben. Ähm, aber ich denke, Michael Olise hat gezeigt, was er auf einer Zehnerposition kann, ja? Ich denke, 'n Sabari ist ein super flexibler Spieler vorne. Ja, diese Stärken müssen wir mehr nutzen, ne? Nicht immer dieses haben wir letzte Saison öfter getan, aber auch nicht rigoros, ähm, dass wir mal eine Seite überlagert haben, dass wir auch mal die Position getauscht haben für 15 Minuten. Das muss noch mehr passieren, ne, wenn der Gegner sich darauf eingestellt hat. So. Die Möglichkeiten haben wir in dieser Mannschaft, definitiv,
Ja, und auch aus der zentralen Position kannst du noch mehr Einfluss nehmen auf unser Spiel. Ne? Dass du halt mal so 'n Kimmich vielleicht mal draußen lässt oder ihn 'ne Posi nach vorne schiebst. What auch immer. 'N Conny Leimer, dass du Conny Leimer auch mal in 'ne Zentrale bringst, wenn's nötig ist und du brauchst da 'n Pressingmonster, weil Kimmich ist kein Pressingmonster, Pavlovic ist auch kein Pressingmonster. Tom Bischoff macht's auch sehr gut im Gegenpressing. Conny Leimer ist da noch mal 'ne Stufe höher. Ähm, dass man das dann auch mal nutzt, ne? So. Und dass wir die Spielidee 2 haben und die Spielidee 3 vielleicht. Ja. Ne? Wenn wir sehen, ey, die Außen werden rigoros gedoppelt, unsere Spieler kommen nicht durch, dass du dann Plan B hast. Ja. Da haben wir letzte Saison zu wenig gesehen. Du überlagerst eine Seite, dann machst du einen schnellen Flankenwechsel. Ich meine, wir haben die prädestinierten Spieler dafür, ob das die Außenverteidiger sind, ja. Also, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, grade was die Flexibilität in diesem Kader angeht. Und ja, ich erwarte, dass ich von Vinny Plan B und C sehe in der kommenden Saison. Bei den Gegnern, wo es nötig ist, ne? Und dass ich personell einfach ein bisschen angezogen wird. Wenn man 'n Spieler 'ne schlechte Phase hat, was völlig normal und menschlich ist, dass dieser Spieler nicht jedes Spiel spielen muss, ja? Punkt. Egal wie der Name ist. Gut, Leute, das war's. Meine Meinung zu unserem Kader. Unser Kader ist 'ne Maschine, Alter. Absolutes Monster. Wie gesagt, wir könnten noch 'n Neuner verpflichten, so 'n Backup-Neuner, so 'n richtigen Stoß-Neuner dann, ja. Vielleicht so auf Leihbasis oder so was, wenn wir noch 'n paar Abgänge haben. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch passieren wird. Aber ansonsten ist dieser Kader super stark besetzt. Nicht zu groß, wenn diese 3 Spieler, die gehen sollen, noch gehen. Genau passend meiner Meinung nach, dass du auch noch 'n bisschen Raum hast, um vielleicht mal den einen oder anderen jungen Spieler doch mal reinwerfen zu können, was grade in der Bundesliga völlig möglich ist. Und dann sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, Alter, ne? Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.